Der Urs Plüss ist Grossrat der EVP seit 2013 und hat auch heute die Wiederwahl geschafft. Herzliche Gratulation. Die EVP hat im Bezirk und auch im ganzen Kanton leicht Stimmen gewinnen. Urs Plüss, was ist aus eurer Sicht der Grund dafür? Gut, in dieser Analyse steht natürlich noch aus, aber ich denke, wir sind eine Wertepartei, wir haben eine sehr stabile Wählerschaft, die uns vertraut und wir sind einfach immer konstant unterwegs und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass wir konstant unsere Wähler mobilisieren können, die uns wählen und uns eben unterstützen. Ihr habt eure Wählerschaft angesprochen. Ist die EVP eine Partei, die von der eher tiefen Stimmbeteiligung profitieren kann? Man meint es immer, aber wenn man über die letzten Wahlen hinweggeht, ist eigentlich egal, ob es tief oder hoch oder mittel ist. Unser Wähleranteil ist plus minus immer etwa derselbe. Ihr habt ein recht spezielles Plakat mit dem Vornamen. Was für eine Rolle tragt ihr denen zu? Ja, das ist so ein bisschen aus einer Idee oder aus einem Witz aus am Anfang geboren und man hat es dann gemacht, weil man gesagt hat, man will ein bisschen Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen. Manchmal ist es auch schwierig, wenn man Plus heisst fast jeder in dieser Region und dann ist das Urs ist dann so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass man den Urs wählen und so hat sich das ein bisschen entwickelt und das haben wir jetzt bei den Nationalratswahlen und bei den Grossratswahlen jetzt mal gemacht, um ein bisschen den Vornamen in den Vordergrund zu stellen, um sich ein bisschen abheben von den anderen, wird wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen dann wieder verschwunden sein. Ihr seid ja quasi auch ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinn, dass ihr der einzige EVP-Vertreter vom Bezirk Zofingen seid. Fühlt ihr euch da manchmal einsam? Hättet ihr euch heute einen zweiten Sitz gewünscht? Ja, man würde immer einen zweiten Sitz nehmen. Also ich würde es meinen Kollegen wünschen. Ich würde sehr gerne mit meinen Kollegen auch weiter politisieren. Aber in Aarau dann selber, da ist man in der Gruppe drin. Zuerst mal in der Gruppe von der EVP selber in der Fraktion, aber auch sonst mit den anderen zusammen. Da hat man so einen regen Austausch, dass ich jetzt, dass ich mich jetzt einsam gefühlt wäre, das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen. Herr Plüss, herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch. Ja, merci.